Endlich ist es soweit. Das Schlosstheater ist bis auf den letzten Platz besetzt. Im Publikum sitzen natürlich auch der Carlos der Frosch und der Henry der Hase. Sie wollen ihre Freunde auf der Bühne unterstützen. In der ersten Reihe nimmt die Jury Platz. Sie besteht aus den 6 grössten Tanzmeistern vom Land. Unter ihnen ist auch der Frederik, der berühmte Tanzlehrer der Blumenelfen. In der Garderobe vom Schlosstheater wartet Prinzessin Lilifee und ihre Freunde auf ihren Auftritt. «Hoffentlich geht alles gut», grunzt der Pupsi nervös. Clara und Cindy proben noch ein paar besonders schwierige Tanzschritte. Und der Ivan zupft seine Stacheln zurecht. «Wie gefällt euch mein Kleid?» unterbricht Lilifee ihre Freunde. «Es ist wunderschön», sagt Clara. «Aber wir sind alle so aufgeregt.» Die Lilifee lächelt. Denkt nur an den Violetta ihre Worte. Bewegt euch beim Tanzen wie die Blumen im Wind. Da ertönt ein Gong und kurz darauf betreten die 5 Freunde die Bühne im Schlosstheater. Leislich fängt die Musik an zu spielen. Die kleine Prinzessin und ihre Freunde machen ihre ersten Tanzschritte. «Wie schön», denkt Lilifee. «Alles geht wie von selber, so wie es die Violetta uns vorhergesagt hat.» Aber plötzlich weiss Lilifee nicht mehr, wie sie ihre Arme und Beine bewegen soll. Wie angewurzelt bleibt sie mitten auf der Bühne stehen. «Was hat echt die Lilifee genommen?» denkt der Pupsi. Cindy und Clara schauen ganz verschrocken. Verwirrt lenkt sich die Lilifee an den Kopf. «Wie sind nochmal die nächsten Schritte?» überlegt sie verzweifelt. Den Freunden bleibt fast die Luft weg. Mit einem Sprung verschwindet Lilifee hinter dem Vorhang.